Somit kriegst du zurück bei Fallout 4. Diese Aufnahme müsste jetzt sein rund ums Wochenende 24. oder 23. Oktober. 1 bis 2 Tage nach meinem 40er. Ich hab grad ein bisschen herumgeschissen mit Mods und musste einige rausnehmen. Frag mich bitte nicht, warum und wieso. Wir sind jetzt im aktuellen Spielstand still zurück. Wie ich aufgehört habe, waren wir bei 40 Minuten, jetzt sind wir bei 28 Minuten. Wir werden auch da ein bisschen was beibehalten. Alles, was wir halt nicht brauchen, da wir weg. Und den Rest lassen wir einfach zwecks der Falloutschen Atmosphäre. Da, den Schatz können wir da lassen. Ist ja alles zusammen, kein Problem. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht eine Doppelfolge starten soll. Das heißt, jeweils 2 Folgen, 30 Minuten. Man halten wir mir nicht drauf. Ich kenne mich ja, weil wenn ich mal drinnen bin, kann ich aufhören. 2 Folgen, 30 Minuten und die hintereinander mit jeweils 2-mal Intro dabei. Mit einer Zeitangabe, wann was für Episode startet und dass du das dann durchklicken kannst, was du halt gerade sehen willst. Da ich, wie du vielleicht ja schon gemerkt hast, ein bisschen anders mittlerweile vorgehe. Weniger ist oft mehr. Und Fallout, ich will es jetzt ehrlich gesagt einmal so sagen. Inklusive all der Mods und Kreationen und Bibapo und Tralala ist Fallout 4 kein kleines Spiel. Boah! Warte mal ganz kurz. Ah ja. Genau, so geht es. Ja, da gefreut sie sich. Jawohl. Super. Mädchen, wenn du dich freust, freu ich mich auch. Da bin ich so richtig auf deiner Seite. Ah, in Hut können wir... Ist das die... Warte mal kurz. Inventar, Kleidung. Melone. Wie dämlich schaut's denn aus? Ist das das? Na, die Melone ist es nicht. Warte mal. Hey, ich bin Columbo. Warten Sie, ich habe noch was vergessen. Ich weiß nicht, wie willst du das denn haben? Frisch, knusprig oder ranzig? Ich kann es dann erklären, weil ich nicht weiß. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau. Fallout 4 ist ein riesiges Spiel eigentlich. Wenn du dich daran erinnerst, hat der Gronk schon relativ lang gebraucht für dieses Spiel. 306 Episoden. Zu je 40 Minuten. Der Tag natürlich kein Spaß, gell? 2 Episoden hintereinander mit Zeitangabe, dass du das dann aufteilen kannst, genau anschauen. Schau, es nutzt, sagen wir sie ehrlich. Warte mal, jetzt setze ich mich mal da her, jetzt reden wir mal Klartext. Wir Politiker. Es wird Klartext gesprochen, braucht gar nicht so deppert schauen, gell? Warte. So. Kannst du ihre Nasen anschauen. So. Nein. Die passt beiseite. Wie gesagt, ich hätte mir das so vorstellen. Am Fallout-Sonntag ist zwar jetzt ein bisschen, für mich ein bisschen mehr Aufnahmezeit. Ich meine, es ist ja wurscht, ob das jetzt für mich mehr Aufnahmezeit ist oder nicht. Mich stört's ja nicht, gell? Sagen wir so, es werden jetzt da im Prinzip einmal 2 bis 3 Wochen vorproduziert sein. Aus dem einfachen Grund. Jetzt habe ich nicht nur Geburtstag, mein Privatleben hat sich jetzt einiges zum Positiven verändert. Das habe ich noch nicht ganz kapiert und noch nicht ganz geschnallt. Das muss ich erst realisieren. Derzeit schlagt mein Privatleben ein bisschen andere Richtung ein. Und dementsprechend werde ich auf meinen Kanal aufpassen.
ist es bitte nichts Böses euch gegenüber oder dir gegenüber, wenn du das gerade das erste Mal siehst oder so, oder wenn du schon länger bei mir dabei bist und dir das Chaos da anschaust. Ich habe momentan ich habe nicht viel Spiele momentan am Kanal. Was ich aber oben habe am Kanal, sind große Spiele. Wirklich Zeitfresser. Fallout, generell. Wurscht, ob es jetzt 3, 4 oder New Vegas ist. Sind extreme Zeitfresser. Du weißt es wahrscheinlich selber, wenn du es gespielt hast. 300 bis 400 Stunden ist in den Spiele gar nichts. Ne? No Man's Sky. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4 Episoden habe jetzt noch gerendert. Fertig. Dann habe ich noch eine 1,5 Stunden Session, die ich so aufgenommen habe. Mit Kommentar, das muss ich erst schneiden. Es sind weitere 3 oder 4 Episoden. Also sagen wir 3. Jetzt sind wir bei Episode, weiß ich nicht. Und das, was du dann siehst, habe ich in, ich glaube, über 10 Stunden privat gemacht. Weil in No Man's Sky dann einfach so weit sein will, dass ich da in einer Episode sage, was ich gemacht habe, und in der nächsten drauf, dass wir nur Story machen. Genau. Ich schwöre eins. Wenn du wirklich glaubst, Fallout ist, oder Fallout 4 ist vom Loot her gigantisch. Ja, Alter, dann hast du No Man's Sky noch nicht gespielt. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Da bist du die 3/4 der Zeit am Farmen unterwegs, wirklich. Ich leg dich nicht an. Dann rote Systeme suchen, dass ich zu Cadmium komme. Grüne Systeme, dass ich zu Emerald komme, was wir später brauchen werden. Dabei kenn ich ja nicht einmal alles bei No Man's Sky. Dir sag es, wie es ist, gell? Ah ja, wurscht. Im Dezember. Ich habe zwar schon ein bisschen was vorproduziert, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht aus mangelndem Zukunftsbewusstsein oder Gegenwartsbewusstsein nicht nochmal neu aufnehme, weil es einfach nicht mehr mich repräsentiert, sagen wir mal so. Eine Küchenwaage. Ja, wenn der Folge reden wir jetzt mal ein bisschen. Ich muss da einiges loswerden. Eine Pistole, sehr schön. So. Das wär's. Nur, der große Elefant im Raum. Ah, das wird alles auf Englisch sein, ja sicher, wie man es gedacht hat. Was haben wir denn da alles? Salt. S-A-L-T. S-O-A-P. T-E-T. Ja. D-E-S-K. Nee. S-U-N-G. 0. Toll, Kenny. F-E-E-L, nö. F-R-A-G, nö. S-K-I-N, nö. Ich weiß, da gibt's den Schmäh auch noch da mit den Versuche zurückgesetzt. Das haut natürlich gleich mal von vorne rein hin, gell? B-U-S-T. Was hat Salt? Ist T, ist das, okay. Feed. Cool. Sanctuary Hills. De Pietro. Oh Gott, das ist wieder Englisch. Ich bin so eine Niete in Englisch. Ich mein, gut, ein wenig verstehe es ja, aber es ist mir einfach zu blöd, dass ich das in Englisch lies. Vielleicht auf der Konsole dann, dass ich das nachträglich nochmal irgendwie einbaue. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich will meinen Spaß an den Chars da nicht verlieren, drum weniger ist oft mehr.
Weniger ist oft mehr. Das ist die beste Aussage des Jahrtausends. Das kannst du gleich merken. Darum macht man ja an einem Tag 3 Videos. Ne? 38er. Wer? Die haut in der Wacht, du. Bitte gar schon erst. Kakerlaken. Baby. So, mal da. Hundefutter. Schön. Sehr schön. Da freut sich die Mama. Da freut sich der Göttergatte, wenn er auf Nacht heimkommt und Hundefutter am Teller oben hat. Wow, geil. Blöd ist halt, wenn sie das Hundefutter nicht aufgemacht hat und die Dosen einfach am Tisch hingestellt hat. Supi. Das freut den Tati. Gut, was wollt ihr jetzt noch? Die bekomme ich so nicht auf. Ich weiß, mein Schatz, du bist wieder zu blöd dafür. Ich weiß. Was haben wir jetzt stehen geblieben? Red X. Auch gut. Mein. Schade. Mal was kochen, dass wir wenigstens mal ein paar Punkte kriegen. Wir haben ja noch kein Level Up. Getränk. Verwertbares. Na, du siehst. Jetzt da. Mann, ja, aber der Anzug mit dem Hut schaut ja bescheuert aus. So, und jetzt da zum Ende zum Kommen, zu den ganzen Schars. Ich möchte es so beibehalten. Das sucht jetzt echt deppert, auch was ich jetzt sag. Aber mir persönlich, ist YouTube mittlerweile zu schnelllebig. Ich bin vielleicht 30 Jahre hinten noch, aber ich da bock die Schnelllebigkeit einfach nicht mehr auf YouTube. Ich hab da einen YouTuber, der meine Abo-Box angezeigt, oder was weiß ich, der ist mir ein paar Mal angezeigt worden. Der hat binnen 5 oder 6 Stunden oder 7 Stunden hat der die komplette The Long Dark Episode 4 durchgespielt gehabt. In einem Livestream und ein paar Episoden hinten nachher. Mir ist das zu schnelllebig. Ich bin keiner, der jetzt hier huckt. Ich kann das nicht. Ich bin keiner, der jetzt hier huckt. Das wusch schnell durchrauscht. Und dann gleich das nächste. Wusch durchrauschen. Zurück, das nächste. Wusch durchrauschen. Das kann ich nicht. Das kann ich absolut nicht. Ich schaffe das nicht. Bei Gottes Willen, wenn mich was interessiert, dann will er ein bisschen einen langlebigen Spaß dabei haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so was Lustiges ist, wenn ich irgendwas durchrauschen muss. Das kapiere ich einfach. Das geht mir nicht rein. Das kapiere ich nicht. So. Das war das gleiche, als wenn wir jetzt ins Kino gehen, mir Godzilla gegen Kong anschauen. Der dauert zwar noch 113 Minuten, aber nach 25 Minuten sagt so, zau ein bisschen, zau. Wir müssen den Film fertig bringen. Zau bitte, schneller. Spult's 4, dass wir das Ende sehen. Man gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du weißt ja, was ich aussehen will. Ich kapier das nicht. Sorry, da bin ich ein bisschen... Vielleicht bin ich da zu altmodisch dafür. Kann auch sein. Wir werden jetzt weiterverfahren mit Fallout. Das wird sowieso jeden Sonntag kommen. Das mit der 2 Folgenlösung, dass wir ein bisschen weiterkommen, hintereinander geschnitten, klingt gar nicht so deppert, weil wenn wir dann einmal Entscheidungen treffen oder Gespräche haben oder auf irgendeiner Mission sind, du kennst ja die Story selber, Fallout 4, dann können wir einfach hergehen und sagen, dann kann ich hinten rausschneiden. Fortsetzung folgt und du freust dich, weil es gleich weitergeht. So könnte man das machen. Das war natürlich die beste Lösung. Wohlgemerkt. So. Da waren wir schon erinnern, gell? Ja. Okay. Genug der Schwafeldinge. Wir werden in der nächsten Ausgabe
Ja, so aus 10 Minuten können wir noch ein bisschen was wir tun da. Wie du siehst, ich bin ja gerade ein bisschen in Sanctuary unterwegs und ich weiß nicht, wo ich jetzt anfangen soll, weil uns steht ja nichts. Wir haben ja keine Möglichkeiten. Und ja, ich weiß, dass wir da 2 Hefte haben. Perfekt. Das ist mir bewusst. Genau, Cozy, jetzt sperre ich die aus, dass ich da mal Ruhe habe. Also den kann ich nicht einstecken. Aber das kann ich einstecken. Reinpacken. So. Ich will einfach, vielleicht, wenn du das siehst, vielleicht schreibst du mir so in die Kommentare, wie du das gern haben hättest. Oder je nach der Bewertung. Also nicht, keine Ahnung. Ich schaue einfach normal nicht auf die Bewertung. Absolut nicht. Ich schaue auf die Aufrufe, ja. Eigentlich schaue ich auf die auch nicht unbedingt. Weil ich mit 53 Abonnenten und meinen Aufrufzahlen bei den Videos einfach nicht in der Größenordnung bin, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt da bei, weiß ich nicht, ich muss jetzt da noch schneller werden und das muss ich machen und das und das und das. Bin ich nicht. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Glück. Schrauben wir unser Glück noch ein bisschen in die Höhe, damit wir dann später sagen können, wir haben besseren Dreck gefunden. Ich komme, Schatz. Dann wirst du bitter enttäuscht. Gut, so spielt das Leben. Genau. Nicht immer halt. Meistens zumindest. Ja. Entschuldigung. Aber weißt du was, wir könnten uns ja eigentlich... Wenn wir das alles belassen, denn... Wenn wir da ein bisschen herumbauen, könnten wir eigentlich hergehen und könnten uns unser alte Putze da oder unser altes Knatterstübchen könnten wir es eigentlich herrichten. Toll, danke Tür. Weißt du was, damit wir in der Episode wenigstens noch ein bisschen was sehen, werden wir jetzt einfach nach Concord gehen. Genau. Da hat uns ja der gute Cozy darauf hingewiesen, dass wir nach Concord auch noch gehen könnten. Wie du siehst, wir können so viel tragen, bis uns der Lendenwirbel bricht, können wir tragen. Bam, 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 bam. Gebratene Blähfliege, dann her damit da. Würstel. Und bitte nicht besser an diejenigen, die halt da bei mir schon des Öfteren reinschauen. Es tut mir echt leid, dass ich zu vielen neuen Videospielen einfach meine Schnauzen halt und nichts mehr sag. Es ermüdet mich. Es ermüdet mich. Cyberpunk für einen Arsch. Biomutant für einen Arsch. Über 76er Fallout braucht man nicht reden. Was war noch so ein Klassiker, was gerade so in die Binsen gegangen ist? Was hätte mir jetzt vor kurzem noch interessiert, was so scheiße war? Oder wo die Entwickler einfach daneben gegriffen haben. Wurscht bei was. Diablo 2. Das Remastered da. Da haben sie komplett in die Ecken geschissen. Mit Performance-Problemen etc. Interessiert mich nicht mehr. Ihr Hundi! Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Eigentümer? Hast du kein Haarchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben.
Er ist ja so putzig. Ein Tag mit ist so putzig. Aus. Jetzt kriegen wir gleich Besuch, ne? Nö. Ja, was denn, Hund? Oh, die können wir jetzt schon benutzen. Cool. Hund, wisch dich ab, bitte, du schaust ja aus. Sollten da jetzt normalerweise nicht Maulwurfsratten kommen? Oder ich habe irgendwas noch nicht getriggert. Oder ausgelöst, sagen wir mal so. Jetzt da. Ah! Ja, da nicht auf die Beine, da! Nudel auf. Auf Kuh. Danke, Hund. Du bist der Beste. Ich warne dich nun schon Monate im Vorhinein. Mit Nick Valentine werden wir am längsten unterwegs sein. Mhm. So da. Ich hätte gesagt, genug der Worte in dieser Episode. In der nächsten Ausgabe werde ich dann hinten dran schneiden und in der Videobeschreibung wirst du dann einen Link finden oder eine Zeitangabe, wann die zweite Episode kommt. Ich weiß, eine Stunde ist in der heutigen Zeit ja fast schon wie sagt man? Ah, warte mal. Piper, alternatives Outfit. Piper, alternatives Outfit. Das schauen wir uns noch schnell an. Da haben wir einen Mod runtergeladen. Eine Schere. Hund, aus dem Weg! Du kleiner Hosenscheißer, du. Nehmen wir alles mit. Das nehmen wir mit. Wir werden dann später, wenn es dann passt, eher mal da oben gehen und den ganzen Quagel einpacken und dann auch für nach Sanctuary. Genau. Jetzt, da werden wir uns einmal das alternative Piper Outfit anschauen. Die Melone dann aber weg. Das ist ja hübsch, oder? Warte mal. Mädchen, ab ins Licht mit dir. Du spürst heute einmal mein Mödel. Ja, das ist ja hübsch. Andere Frisur brauchst. Aber das werden wir auch noch hinkriegen. Aber das ist sehr hübsch. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Bis zur nächsten Ausgabe. Und dann werden wir es richtig angehen. Dann geht's richtig los. Nach einer halben Stunde nur herum, wie sagt man, herumschimpfen und nicht wissen, was wir da. Genau. Bis zum nächsten Mal, oder bis zur nächsten Ausgabe. Bis dato. Jetzt geht er kurz raus. Ja, Stück zurück. Baba dabei.
Jo, und somit grüßt ihr zurück zur nächsten Episode Fallout 4. Wir sind hier stehen geblieben. Jetzt muss ich mir erst selber wieder sammeln, weil ich habe jetzt da ein paar Tage wieder nicht gespielt und habe aber auf meinem Xbox-Spielstand ein bisschen weitergemacht und ein bisschen zusammengekramt und hin und her und bla bla bla. Nachdem ich da auch wieder einige Probleme gehabt habe, das letzte Mal, wie du vielleicht gesehen hast, mit Glitch und Bug und was weiß der Geier, was da alles passiert ist. Kurz einen Blick, ich muss mal kurz schauen. Wenn man Level Up siehst. 10mm Pistole, Kleidung. Ich hab mir da, wenn ich mich. Genau, wir haben das alternative Piper Outfit an. Genau. Sexy. Sehr gut. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Ich hätte gesagt Folgendes. Wir werden jetzt da einmal in Richtung... Warte mal ganz kurz. Jetzt möchte ich was schauen, ob das... Na, nicht. Genau. Ja genau, so funktioniert das. Und zwar, ich habe jetzt da einige Mods oder eine Mod entfernt, beziehungsweise, muss ich anders formulieren. Das, was du jetzt da siehst, was ich mache, da die Sachen, was ich da wegnehmen kann, da gibt's insgesamt 3 Mods. Und eine oder irgendwas vertragt sie miteinander nicht. Da bin ich noch gerade am Ausfüttern. Immer wieder am Probieren und immer wieder am Probieren, was sie mit was vertragt. Ja, ich glaube, ich habe die richtige Kombination gefunden. Ist wurscht. Wenn wir nicht alles wegnehmen oder nicht alles wegbringen von den Schars, ist es auch wurscht. Warte mal ganz kurz, funktioniert das? Genau. Wurscht. Das, was halt nicht funktioniert, funktioniert halt nicht. Egal. So. Warte mal ganz kurz, ich muss mir anders zuhucken. So. Und zwar, ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Da ich ja prinzipiell mittlerweile ein Mensch bin, ich nehme mir die Zeit für was ich mir vorgenommen habe, dann ist es so. Genau. Und ich habe unter der Episode 210 Jahre später einen Kommentar vom Daniel zwecks der Bildqualität. Daniel, ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, es seht sogar viel nicht, was bei mir im Hintergrund passiert, weil relativ viel privat halt. Gell? Das Problem, was ich habe mittlerweile, da jetzt da auf Aufnahme drucken und dann wieder stoppen, das ist der übelst geringste Aufwand. Was bei mir mittlerweile der wohl größte Zeitaufwand ist, das kann ich da auch verraten. Oh, nehmen wir mit. Ist das drumherum. Kurz einen Blick. Ja, wir können ja so viel tragen, wie wir wollen. Warte mal ganz kurz. Da vergeben wir mal kurz ein Level Up. Ich muss mir, mein Gott. Also geht das genau. Ich muss ja erst einmal schauen, jetzt da auch wieder. Ich muss ja meinen Tisch auch wieder mal ein bisschen herrichten. Nichts passt füreinander und das Kabel mit der Maus passt nicht. Das ist ja alles zum Davonlaufen eigentlich. Und zwar, wo ist denn? Genau, das wollte ich. Genau, der Idiot, genau. Je niedriger deine Intelligenz, desto mehr Erfahrungspunkte kriegst. Es ist drumherum bei mir, ist momentan das Schlimmste. Ja, das ist alles so scheiße momentan bei mir, wieder mit der Maus und hin und her, das mag ich momentan nicht so. Die Intros erstellen, dann die Musik dazu erstellen, auf mein... Warum
Habe ich da auf einmal 28 Red? Ah, das wird wahrscheinlich wegen der Distel sein. Keine Ahnung. Es ist ja nicht nur das Drumherum, beziehungsweise das mit der Musik und das mit den Intros und hin und her und bla bla bla. Da muss man mal schauen, dass es alles zusammenpasst. Ich habe eine einzige Festplatte, die hat 4 Terabyte. Ich glaube, ja, 4 Terabyte. Also alles oben, was YouTube und den ganzen Scheiß sagen wird. Diese Karte oder diese Speicherkarten oder diese Festplatte, diese externe. Au! In Ordnung halten, das ist ja noch so eine Aufgabe fürs Leben. Au! Total. Ich muss wieder reinkommen. Ich bin zu blöd für Fallout 4. Kleidung, Hilfsmittel. Hau da irgendwas in den Wanst, sonst bist du gleich hinüber, Mädchen. Ja. Der Hund ist ja so für den Arsch. Grauslich. Danke, Hund. Später aber doch. Total leider, ich muss wieder regelmäßiger spülen, damit ich wieder reinkomme. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, wegen dem Drumherum. Ich bastle schon Dingen fürs nächste Jahr. Das ist ja das nächste. Ich möchte auch nächstes Jahr, darum antworte ich jetzt einmal auf einen Kommentar, weil das eigentlich relativ selten tue und weil die Videos zwischen Aufnahme und Erscheinen auf dem Kanal, da liegen ja oft Monate. Bei Fallout 3 zum Beispiel liegt über ein Jahr. Okay? Und kann ich da auf keine Kommentare eingehen. Oh, wir brauchen ja Futter. Unsere Siedler brauchen ja was zum Essen. Später. Ich hätte mir das jetzt so gedacht. Entdeckt Concord. Ah, es ist herrlich, wieder Fallout 4 spielen. Ich weiß aber nicht warum, keine Ahnung. Und zwar, ich hätte mir das jetzt so gedacht. Wenn wir Baufugen machen, ziehen wir das auf einmal durch und dann geht's weiter. Genau. Also ich möchte konsequenter werden. Ja, wo ist den Hund? Ah ja. Warte mal. Jetzt überlege ich noch gerade was. Wo ist das? Ich habe mir einen Mod runtergeladen. Ist es da oder ist es auf... Wir können ja mal kurz reinschauen. Ich habe keine Geheimnisse für euch. Na komm. Genau. Das ist ein inoffizielle Patch. Ja, hunderte Gameplay-Sachen, Quests, NPCs, Items etc. Dann das gehört alles zu den Minutemen dazu. Also das ist auf gut Deutsch gesagt, Preston halt die Schnauzen. Du kannst aber ohne Probleme die Dings mitspielen. Die komplette Minuteman Storyline ist alles kein Problem soweit. Dann ein bisschen was fürs Aussehen, die ohne Limit das tragen kannst. Dann sind das die... Na, die habe ich schon gelöscht, glaube ich. Da gibt es nämlich noch zwei. Von denen, was du da die Büsche und das alles entfernen kannst. Da gibt es aber, das, wie ich schon gesagt habe, da gibt es insgesamt 3 und 2 vertragen sie nicht. Das ist jetzt momentan die einzige, glaube ich, die ich drinnen habe. Der ist da, dass wir unendlich bauen können. Dann habe ich da, das Design halt von Mass Effect. Dann habe ich da noch ein paar Siedlungsobjekte, das zeige ich da. Da ist Basel vom Teamer dann später in Faber, das möchte ich umgehen.
da wird wie beim ersten Mal wieder hergehen, wird er einfach neben aus diesem einen Schrank oder aus der Kiste die 5 Holobänder rausnehmen. Da kannst du die Siedlungsattacken ausschalten, das muss ich noch machen. Aber das mache ich außerhalb, das muss ich mir das genau anschauen. Dann haben wir da wieder wie heißt's? So Tattoos fürs Gesicht, das Outfit, was ich da gezeigt habe. Weiß jetzt nicht mehr. No More Tweaks, das ist eine. Die bei der dritten, genau, die dritte, was ich gehabt habe, die vertragt sie mit einer, aber die zwei nicht. Keine Ahnung. Passt. Das sind die Mods, was ich drinnen habe. Dass du das jetzt mal kurz gesehen hast. Aber, nein, das muss halt die Mod, was ich mir vorgestellt habe, die muss ich erst reintun. Genau. Wir sind ja noch ganz klein und die Karte ist ja nicht allzu groß. Ne? Genau. Erst deppert der Renner zu einem Schatz. Gut. Jetzt schau ich noch gerade auf die Uhr. Ja, ein bisschen können wir noch aufnehmen. Ja. Ich bin ja stehen geblieben bei dem, was ich alles noch mache. Was ich nebenbei mache. Ich arbeite schon fürs nächste Jahr, da möchte ich dann ein bisschen mehr machen. Daher auch. Hey! So. Daher bin ich auch schon in der Vorbereitung für meine anderen 2 Kanäle. Aber dazu später mehr. Man, der Tag mit alles recht gut und schön, gell? Achso, da haben wir noch die 10mm Pistole. Ja, das ist natürlich ein Schatz. Weil momentan Let's Plays alles recht gut und schön. Sie haben über eine schwierige Zeit jetzt darüber geholfen. Eben, dass ich auch auf andere Gedanken komme, meine Gedanken ein bisschen ordnen kann, etc. Aber man möchte es ein bisschen was Neues probieren. Genau. Aber dazu im Dezember dann mehr. Bei passender Zeit. Und dann an ich für mich selber glaube, dass das, was ich vorhabe, fertig ist. Genau. Ich bin ja jetzt so weit, dass ich die Xbox-Version, den Spielstand von der Xbox mit den Scheiß da verbinde. Weil es nämlich auf der Xbox was gibt, das muss ich aber zuerst probieren, bevor ich es dann euch sage. Genau. Aber wie schon erwähnt, der Creation Club kommt mit hinein in das Let's Play. Den zugehörigen Inhalt vom Creation Club will ich auf der Xbox sagen, aber wird dann am PC nicht verfügbar sein. Ein bisschen was habe ich da am PC herum, aber nicht viel. Und das ist einfach nur, dass ich euch sagen kann, wenn dich sowas interessiert oder wenn du für dich selber abschätzen willst, brauche ich das jetzt oder brauche ich das jetzt nicht. Genau. Kurz und schmerzlos. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Oh Hier drin Gott. ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns. Bitte! Preston, wenn du schon mit mir reist, ich bin da, nicht da hinten. So ein Nubelaug. Betritt das Museum. Wir betreten das Museum. Gleich. Aber zuerst wird gelootet. Psst. Handel. Also wir brauchen ja mal abbrechen. Wir brauchen ja mal nichts geben. Hihi. Wir können ertragen, bis uns der zweite Lendenwirbel staucht. Bis bei uns der zweite Lendenwirbel staucht. Ich hab momentan schon wieder so viel querele Gedanken, dass ich mich nicht mehr auskenne. So, gibt's da irgendwas? Nö. Nö. Und aus dem Weg, sonst hau ich die nieder. Du Gurken, du. Das ist so ein Ravioli. Mir nicht mein Outfit. Lasermuskete. Wisst ihr, was ich mich schon gefreut? Auf meine Lieblingswaffe aus Vault 81. Was der 81er Vault? Damit der, wie heißt der, Wächter des Aufsehers oder so irgendwie.
Au! Also wie du siehst, ich bin nicht mehr geübt. Ich bin nicht mehr geübt, aber 2 Kopfschüsse hintereinander schaffen. Haha, das muss ein Arme schaffen. Und? Aus dem Weg. Hast dich verpisst, was? Au! Wie lange willst du denn noch durchhalten? Bis zu deinem schrecklichen Ende. Oh, das macht der Hund. Ah, gut. Junger Mann. Aus. Waffen. Sehr gut. Waffe ist geladen und nachgeladen. Was? Keine Besatzer mehr? Ach, das ist ja schade. Ein Tee war jetzt gut, aber vor mir steht der Kaffee. Haha. Ich soll halt mal demnächst einmal Zettel schreiben. So eine richtige Zettelwirtschaft, dass ich mal aufschreibe, was ich euch erzählen kann und was nicht. Das wäre mir was Neues, ha? Die Soldaten des Königs, jawohl. Und du stehst mir im Weg. Dir sag es. Ich habe den Hund schon öfters heimgeschickt. Cool. Sehr gut. Brauchen wir da jetzt noch irgendwas? Gehen wir es von der Seite noch? Weißt du was, wir gehen da auf. Ha! Wird alles mitgenommen. Nö. Jetzt. Jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Gleich lege ich dich übers Knie. So. So. Es gibt aber ein Thema, aber das kennt man. Heute reden. Ich hab das irgendwo schon mal angeredet. Und heute kann ich da sogar ein bisschen mehr erzählen drüber. Rechnet bei mir nicht mit einer Next-Gen-Konsole. Nö. Ich bin momentan nicht mehr gewillt, diesen ganzen Schwachsinn mitzumachen. In puncto... Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Ja. Ich bin mittlerweile nicht mehr gewillt, diesen ganzen Schwachsinn mitzumachen. In puncto Remastered und so ein Schatz. Es interessiert mich ab so scheiße Loot nimmer. Es tut mir echt leid, dass ich das so sagen muss. Eins, zwei. Muss mir nur ein bisschen durchschauen, weißt du, was ich alles hab. Melone. Warte mal, kann man in nicht irgendwas aufsetzen? Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Bist du taub? Draußen ballern. Er ist ja so putzig. Und zwar, ich möchte was schauen. In Hund kannst du nämlich auch ein paar Sachen anziehen. Gasmaske mit Brille? Nö. Gurtzeug? Nö. Die Kochmütze vielleicht?
Nö. Die Melone. Es mindet mein Outfit los, gibst mir. Nein. Die Schweißerbrille vielleicht. Jawohl. Aha. Ich sitze hier nicht rum und warte auf den Tod. Kennt ihr noch vom L-Band den Psycho Dad? Das ist Psycho Dog. Aha. Halt dein Maul, sonst erledige Der psychologisch wertvolle Hund. Oh Gott, das kann nichts werden. Doch, das wird was. Man nannte ihn den Gepfählten. Au! Aufs Beinchen. Ich hab mir dieser Tage erst so angehauen bei Fallout New Vegas, wie ich es aufgenommen habe mit der Physik. Das ist ja gleich noch geiler. So. Ja, damit mit den Chars. So. Offen und ehrlich gesagt, ganz kurz jetzt schnell. Bevor ich mir ein Remastered kaufe, bin ich lieber froh, dass ich sämtliche Originale inklusive Originalkonsolen da habe. Dir sag es. Hat man eh gesehen, Cyberpunk. Hust, hust. und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Geh mal spazieren. Aber ich komm wieder. Dann seid ihr tot. Jemand da? Dann mach auf die Tier, du Pfeifen. Sagte er. Papa. Au! Was los? Verpiss dich! Jetzt verreck es nicht! Was hast du für ein Problem mit dem Hund, ha? Was, wir gehen aufs Beinchen. Na klar, der Hund ist wieder schneller wie ich. Also der Hund macht mir auch fertig. Ja, Goose Preston. Schnell was anderes zu tun. So, da machen wir zu. Keine Chance von Exhibitionisten oder Voyeuristen. So da. Goose Preston. Mein Gott, der ist so ungeduldig. Bin ich froh, wenn der wieder die Schnauzen hält. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. das ist es nicht. Minuteman? Minuteman? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Vielleicht. Das war die Idee. Nee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Erzähl weiter. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Was sind Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und Nein, leben das lang. ist es nicht. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Vielleicht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich Nee. sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Sag es mir. Dann lass mal hören. Sturges? Sag's Auf ihr. dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär.
Was ist eine Powerrüstung? Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Eine Lösung? Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und Aber wir wissen, wo kommen man eine nicht an das findet. Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe ihn bereits, wenn es das ist, was ich glaube, dass es sein könnte. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Jawohl, Preston! Du alte Sumpfgurken. Ja! Ja, Doc Freizer sich auch wegen einer Kappe keine vergoldenes Sturmfeuerzeug mit. Das ist die Lösung der Probleme. Schau, wie jetzt wieder reinschaut. Habe ich begossener Pudel. Kurz noch einen Blick. Wenn ihr glaubt, dass ich da mit null Körper des Menschen Rettung bin, dann habt ihr euch geirrt. Nehmen wir mit. Da ist nichts drin und das nehmen wir mit. Kaffeekanne, Crystal Sturges. Warte mal ganz kurz. Hat das... Na? Ich suche nur gerade was ich ihrer aufsetzen kann mit ein bisschen Charisma. Holunder und Hose, das ziehen wir jetzt schnell mal an. Bewegung, Wahrnehmung. Urzeug, Gammel, Wahrnehmung, Brille, Gewicht. Jetzt schauen wir mal nur gerade, wie es da mit den Dings ausschaut. Da. Oh, wir haben ein Level Up. Special. Charisma plus 8, das sollte eigentlich hinhauen. Also so ein gegebenes Level, gell? Wenn du schaust erst. In was steckt man das Level ab? Also, Anforderungen nicht erfüllt. Schnorrer. Wir werden Munition benötigen. Sehr gut. Sehr geil. Wie schaut sie jetzt aus? Naja, fürstlich. Gut. Du alte Warzen. Weiter geht's. Ma'am, Du bist nicht das, was Dogmeat in diesem Viertel normalerweise findet. Aber umso besser. Dogmeat, Hundefleisch. er ist also dein Hund. Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Gesehen? Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Ja, das dritte Auge. Aber nicht das, was da ist. Hinten. Da sind einen zweiten Notausgang. Das sehen? Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Und jetzt gerade sehe ich, dass Blähungen. etwas kommt. Blähungen. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend.
Wo sie's? Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen, bitte. Ich sehe mehr. Oh, das ist so schrecklich, Kind. Klauen und Zähne und Hörner. Das Angesicht des Todes. Mehr schaffe ich nicht. Das ist alles. Jetzt brauche ich Ruhe. Und du hast einen Auftrag zu erledigen. Siehst, Kinder, wenn ihr jünger seid wie 20, das passiert, wenn man Drogen nimmt. Aus. Ja. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um 1 erhöht. Du brauchst aber nicht glauben. Warte, können wir da aussehen? Nein, wir müssen die Powerrüstung hin. Nicht, dass du glaubst, dass wir die 2 lang an der Backe picken haben. Sobald die Siedlungen steigen, verschwinden die wieder. Nämlich in Richtung Dunkelwasserbaustelle. Haha! Ja, aus. Ja, da kommt ab und zu dieses Diktatorische in mir durch. Ja. Dieses Märtyrerische Commonwealth. So, da. Bist du deppert? Schon wieder fast eine halbe Stunde Aufnahmezeit. Bist du deppert? Die Zeit vergeht immer in die Spiele. Hallo, Powerrüstung! Und im Übrigen, gell, ich habe mir nachgeschaut, was mich interessiert hat. Vielleicht mache ich darüber ein kleines Video hinsichtlich zwecks Preston und den ganzen Schmonzes da. Die Minutemen hat es wirklich gegeben. Ja, wenn, ja, man, Wikipedia ist nicht unbedingt die beste Quelle für irgendwas, aber wenigstens, dass dort einmal steht. Und wenn es einmal passt, werde ich es euch sagen und werde euch da ein ganz Video drüber machen. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache: ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zur Detonation. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prozansky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Ich würde eher sagen, das, was davon noch übrig ist, weil viel ist es ja nicht. Gut. So, Hundi. Hundilein. Man kann aber das jetzt sagen, was man will, gell? Und man möge mir den folgenden Satz nun verzeihen. Aber in den Vorgängern, ich weiß jetzt nicht, ob das in Fallout 1 und 2 auch so war, aber in 3 und in New Vegas hast du müssen ein Training machen, dass du überhaupt in die Powerrüstung einsteigen kannst. Hier oben! Boss! Hier oben ist... Wir haben ja noch Level Up, oder? Na, das habe ich schon vergeben. Schon. Und da bleibst du. Aha. Jungs, kommen nur wenige vorbei. Was? Muss ich zugeben. Ich würde die tolle Knarre aus der Nähe zeigen, du Depp, du. Ja, dann komm her. Ich zeig das, da schau. Ich kann ganz Außergewöhnliches. Da, Christel. Das Auto gehalten wir uns. Ah, das Rekord.
Super, das ist auf die Ampel schießen, du Zaug da. So. Aber wir haben ja noch was, warte. Aber geh mal gedacht, du magst es allein. Was sowas gibt, ha? Jetzt kannst du nicht mehr auf Raider verlassen. Oh mein Gott. Die ballert ja 30 Kilometer daneben. Jetzt ist zwar den Hund in Ruhe lassen. Die hau ich gleich nieder. Ja genau. Hund! Du bist wirklich ein Prunkstück. Voll glorreich programmierter KI. Ja, genau. So. Ich hätte gesagt, das ist für die Episode ein schöner Abschluss. Ein Raider-Massaker. Mit einem Hund, der so glanzvoll programmiert wurde, dass er mal permanent entweder im Weg steht oder nichts tut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann werden wir... ich würde es eleganter machen. Ich werde da jetzt da einblenden, Fortsetzung folgt, schreite durch diese Tür und sage euch bis zum nächsten Mal und Baba.